So, heute wird wieder geräuchert. Heute haben wir ein bisschen kalt räuchern. Und heute ist er kalt. Ja, wow. Tief verschneites Helmut. Ja, ich würde sagen, heute geht es weiter mit Teil 3, Kalträuchern. Heute gibt es Lachsschenken und da brauchen wir ja kein Gas und da brauchen wir eigentlich nur einen Kaltrauchgenerator und den werden wir jetzt einmal richtig bestücken. Genau. Ja, wie man sieht, ist schon öfter gebraucht jetzt. Er hat schon ein paar Kilo durchgereichert. Wir machen Folgendes. Der wird jetzt erstmal halb voll gemacht mit Räuchermehl. Dann habe ich mir auch für den Kalträuchern habe ich mir ein bisschen Gewürz wieder fertig gemacht fürs Aroma. Das Ganze auch wieder mit Pfeffer und Wacholder und Thymian bestückt. Und dann wird nachher noch langsam drüber gestreut und dann kommt nochmal eine Schicht Rauchmehl drüber und dann wieder reingesetzt und wird angezündet. Das ist der Kaltrauchgenerator. Genau. Mit Buchenmehl. Dann die So. Kräuter. Genau. Ich glaube Pfeffermischung, oder? Ja, Pfeffer, Wacholder und Thymian. Jo. Lage ich bei, das wird jetzt ein bisschen drüber gestreut hier. Und dann kommt noch mal eine Schicht drüber, oder? Jetzt kommt noch mal eine Schicht Mehl drüber. Macht das immer hier drin. Einfach schön bündig machen, genau. Genau. Macht das mal extra hier drin, weil da immer noch was durchsackt. So. Schlicht und einfach. Und ein Räuchergang dauert ungefähr 6 Stunden. Da haben wir noch ein bisschen Wartezeit und morgen mache ich dann 2 Durchgänge, a 6 Stunden, kurze Pause und dann, wir werden 3 Rauchgänge machen. Das klingt, oder? Ja. Also, 3 heute machen Rauchgänge. wir Eingang, das ist praktisch immer Eingang und dann morgen zweimal und übermorgen auch nochmal zweimal, dann haben wir insgesamt 5 Gänge und dann passt es genau. Wie sagst du so schön, es ist keine Hexerei, was ich hier mache. Das ist eigentlich ganz schlicht und einfach. Passt, wunderbar. So. Und da, es gibt ja einmal, du kannst einfach machen, aber ich mache auf beiden Seiten. Links, rechts eine. Das sind die Hauptkandidaten. Genau, das sind jetzt wieder die Wie viel haben wir da? Hauptakteure. 6 Stück. 6 Stück haben wir davon. 6 Lachsschinken. Genau, wieder mit Made by Self, Haken. Ja. Die hängen wir dann auch wieder rein. So, die sind jetzt richtig schön reingehängt. Oh, das passt. So, und die lassen wir jetzt mal circa 10 Minuten, Ist die bis hier vorne die Glut drin ist. Dann blasen wir die Kerzen aus. Haupt, da kommt der Wind auf jetzt. okay. So, und jetzt warten wir mit die Teelichter, bis das Räuchermehl richtig zum Glühen anfängt, damit es schon langsam durchglimmen kann. Also am Anfang ist es wichtig, dass man das immer ein bisschen beobachtet, dass das nicht abreißt und dann liegt eigentlich nichts mehr im Weg. Und dann würde ich sagen, 6 Stunden warten bis zum nächsten Rauchgang. Aber wir kriegen das schon hin, oder? Da haben wir schon andere Sachen Wir haben hingekriegt. schon andere Sachen hingekriegt. So, und das ist genial bei diesem Wetter, schaut euch das an. Ja? Ein Pferdetaugt sein. Ja.
Übrigens, wir haben da Temperatur dann ungefähr von 20 Grad, 25 Grad. Mehr werden wir gar nicht erreichen, aber das reicht vollkommen aus zum Kalträuchern. So, dann schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal an, jetzt schauen wir mal praktisch nach, ob Genau, da sieht man jetzt schon die Anfänge. das Buchenmehl, das Rauchmehl glimmt. Genau, das glimmt. Das passt, genau. Und jetzt nehme ich Jetzt können wir die Teelichter ausmachen praktisch. rausnehmen. Das klang schon, jetzt gehe ich einmal bei. So. Genau. So, das reicht schon. Also wichtig ist praktisch immer der Anfang, wenn dann einmal das Räuchermehl schön glimmt, dann braucht man normalerweise gar nicht mehr kontrollieren, dann funktioniert das. Wir haben jetzt die Kaltrauchgenerator auf beiden Seiten angezündet, die sind dann auch 6 Stunden, und wenn man den auf einer Seite anzündet, dann kann man 12 Stunden räuchern. Wir wollen aber ein bisschen intensiver, daher haben wir beide Seiten. Ja. Und jetzt lässt man einfach zu. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn der erste Rauchgang rum ist, und dann machen wir nochmal 2 und dann ist Schluss. Und dann typisch wieder der Anschnitt, Egler. Also Räuchermehl haben wir genügend. Dann gehen wir wieder rein in die warme Bude. Ich werde noch das Zeug noch mal packen, genau. Wie gesagt, ich habe das jetzt soweit. Kerze ausgeblasen, jetzt der glüht jetzt alleine, da braucht man jetzt nichts mehr machen. Jetzt kann man an die praktisch sagen, 6 Stunden, 6,5 Stunden, je nachdem. Und wenn er fertig ist, Fleisch rausnehmen, wieder eine Nacht wieder hängen lassen und dann morgen 2 Gänge auf einen Tag und übermorgen nochmal 2. Haben wir 5 Gänge und dann ist Fleisch fertig und Freitag. 5 Gänge brauchen wir gar nicht, 3, oder? Ja, ne, wir machen 5. 5 Rauchgänge? Morgen 2 und übermorgen 2. Ah, okay, machen wir 5 Rauchgänge, passt, wunderbar. Freitag. Aber jetzt intensiver. Und Freitag machen wir wieder unseren Leuten lange Zähne. Ja, der erste Räuchertag ist schon mal rum. 6 Stunden. Und schaut euch einmal das Ergebnis an. Schaut schon mal ganz gut aus. Also wirklich top geräuchert. Und heute machen wir den zweiten Räuchergang. Also heute machen wir nochmal 2 mal 6 Stunden. Und zudem werde jetzt die Räucherschnecke wieder befüllen. So, wir werden jetzt die Räucherschnecke schön befüllen. Noch ein bisschen schön voll. Wir lassen noch ein bisschen Vertiefung, weil wir da noch Kräuter rein. Also wir machen ja 5 Räuchergänge. Die anderen zeige ich aber euch nicht mehr, weil es ist im Prinzip immer das Gleiche. So. Jetzt tun wir da ein bisschen Gewürz verteilen. Sehr gute Gewürzmischung. Genau. Und jetzt füllen wir komplett auf. So, wichtig ist, dass man das immer ein bisschen schon andrückt, damit das gleichmäßig glimmen kann. Das Überschüssige, da haben wir natürlich wieder zurück. So, und das haben wir jetzt alles schon wieder im Beihänger. Schön mit Abstand. Wichtig ist, dass man immer schön ausmittelt, damit die nicht zusammenstehen. Anzünden.
So, die Kerzen brennend, die Teelichter. Schon schieben wir das wieder rein. Ja, da ist schon mittig kommt. Da würde ich sagen, wir lassen das Ganze jetzt da wieder richtig zum Glimmen bringen und dann machen wir die Kerzen aus und dann lassen wir das wieder 6 Stunden durchräuchern. Wir schauen jetzt noch, wir werden die Teelichter ausblasen. So. Das bringen wir jetzt richtig zum und es glimmt schön und jetzt kommt es wieder rein. Und am Freitag sehen wir uns dann mit dem Anschnitt. Ja, so schaut es aus. Da kommt dann der Ubi wieder und dann machen wir gemeinsam, wie es schmeckt, die ganze Gaudi. Aber wie gesagt, Kalträuchern ist kein Hexenwerk. Probiert es einmal unbedingt aus, geht auf der Weberkugel perfekt. Ich persönlich mache es auf der Weberkugel. Und das ist ja Ubi sein Räucherofen und ein schöner Ofen. Na, Räuchern ist wirklich, der Geschmack ist einfach geil beim Kalträuchern. Und wie der Lachsschinken tatsächlich schmeckt, das sehen wir dann am Freitag. Also ich würde sagen, Servus dabei. Schauen wir mal kurz nach. Und es raucht richtig schön durch und genau so soll es auch sein. Und wichtig ist, dass da immer Abstand ist, damit der Rauch schön durchziehen kann. Also servus meine Lieben, der 5. Räuchergang ist jetzt fertig und wir haben ein tolles Ergebnis erzielt, genau wie es sein sollte. Also wir haben wirklich ein hervorragend schönes Lachsschinken und den werden wir natürlich jetzt dann einmal anschauen und probieren. Also wir haben jetzt 5 Räuchergänge durch und er ist ja wirklich schön weich. Ja, wunderbar. Also, lasst das hier schon drücken und wir werden jetzt das Teil natürlich probieren, wie das Ergebnis ausschaut. So meine Lieben, Dann werden wir mal das edle Stück probieren. 5 Räuchergänge, Anschnitt und jetzt kommt die Probe. Jetzt schauen wir mal. Also wirklich Ja, fluffig. Sehr guter Geschmack. Ein leichter Rauchgeschmack, nicht zu übertrieben. Genau wie ein Lachsschinken eigentlich schmecken sollte. ja, so soll das schmecken. Na, ist gut. Und zart mit Butter. Wunderbar. Ja, das kann man jetzt nicht anders sagen. Das finde ich sehr gut. 5 Räuchergänge. Ein Teil hat der Helmut selber mitgeräuchert. Er hat mir gut geholfen dabei, unterstützt und du das kocht. Macht es nach, lasst ein Abo da. Also wie gesagt, Kalträuchern, überhaupt kein Hexenwerk. Ja. Also wir lassen es jetzt schmecken. Servus, macht es gut, danke fürs Einschalten. Uwe Und der Helmut. die Janka von Schmiede.